10 Jahre, Fred wird es schon ernimmt, 10 Jahre noch meiner Wiel als Generalsekretär, das ist praktisch auf dem Tag genau dieselbe Zeit, an 9 Jahren noch meiner Wiel als Parteipräsident und ich fand, dass es in der Zeit wir Platz zu machen für eine neue Generation. Ich hatte das Platz nicht gefragt und nicht darunter gedurcht, dass sie auf mich durchkommen gehen. Ich bin Freiberufler und auch an dieser Partei gehöre ich zu einer aussterbenden Minorität als Freiberufler. Wie ich am Winter 2012-13 Parteispitze überholt habe, hatte mir gerade 2 von 4 Deputierte verloren, 500.000 Schulden aus dem Wahlkampf 2009 und den ganzen Mitarbeiterstab von der Partei zu finanzieren. Ich kann nicht so wie viele Stunden der Gast und ich, Gast erinnert dich, nur Lesungen Gesicht tun, aber es waren da viel, für das Ganze zu finanzieren. Und nun, ich war gerade Präsident im Wahlkampf 2013, der nicht programmiert war. Israel, vielmals merci. Dass wir als Pano nicht selber gemalt haben, wie an den nächsten Wahlen am letzten Jahrtausend, war wirklich ein Wunder. Aber nur die Wahlen, ein Mandat zurück, wir waren immer 3 Deputierte an der Chambre und dann eine harte Zeit mit Plündern, weil wir mit klein waren, haben wir das Büro verlassen müssen, Spuren und mit einer ganz dünnen Personaldecke. Du kam 2015, ein Referendum, für uns so neu wie für die Regierung. Und wir sind angetreten für als Spruch, als Nationalität und als Wahlrecht. Du haben ich und auch wir alle dann die Leute vom W 2015 beginnt. Fred Kolb, Tom Weidig, aber wie sie alle heißen. Leute, die abgestanden sind, an denen uns wirklich orchestrierte Meetingen von der Regierung gesagt haben, nee. Es war von Seite von Gambia an, entschuldigt die Presse, auch von der Presse, ein Kampf von Goliath gegen David. Da der war die einzige Partei, an darauf bestehen, die sich zu einem ganz klaren 3-mal-Nein positioniert hat. Auch wenn CSV verzweifelt versichert hat, nur auf den Zug abzuspringen. Aber wir haben gekämpft. Es ging um viel. Eigentlich am Wahlrecht um alles. Der Match ist 20:80 ausgegangen. Konsequenz daraus scheint bei allen damals beteiligten Parteien zu sein, nie mehr ein Referendum, solange die ADR gibt. Da gibt es heute zu Lützburg wahrscheinlich nie mehr ein Referendum. Ein Succès. Aber wenn ich laut Verfassung gucke, die neu, die wir kriegen sollen, vielleicht Rückschritt durch Gambia und CSV ab 19. Jahrhundert, wo eine kleine Ständevertretung gemacht wird, was hier gut gedüngt wird heute zu Lützeburg, egal was für Druck geschwart oder vom Volk gewünscht war. Glaubt mir, nächstes Jahr stelle mir froh bei all Wahlversprechen von diesen 4 Parteien. Also seriös oder ist froh zu komplexer kann vom Volk nicht dezidiert gehen? Weil das ist ja das, was sie gemäht haben mit ihrem Wahlversprechen 2016. Die Deputierten, ich bin froh, dass alle 4 Deputierten da sind. Ich hoffe, ich habe nicht einen verpasst. Ach, ich sehe sie alle 4. Die Deputierten alle, inklusive von unserer Partei, denkt daran. Die seid da, weil ihr uns vertreten sollt. Auf Basis von den Wahlprogrammen. Aber wir sind nicht da, für euch Posten zu verschaffen, zu bezahlen und dann als 5 Jahre Kusche gehen zu lassen. 2016, dann ein Platz am Staatsrat. Nach so langer Zeit eine Unerkennung von unserer guten politischen Arbeit. Mit dem Niki Stoffel, was ich auch hier begrüßen, haben wir für uns an den Staatsrat ein super Schwag gemacht. Du kommst Wahlen 2016. Du sitzt am Norden zurück. Den am Osten mit 75 löschte Stimme verpasst, Robby. 4 Deputierten. Die Europawahlen, die gut waren, aber Türkt für eine Partei wie uns immens groß. An Lo 2022, ein gutes Jahr für ein Superwahljahr, waren 12 Minuten 3 Wahlen, Gemenge National- und Europawahlen. Du nicht gedacht, halt. Wir haben den Status quo ante erreicht.
4 Deputiert, zusätzlich immer am Staatsrat, ein gut gefüllte Kriegskäse, nee, Fred, ich habe losen dir keine Schulden, mehr Boni, loset in der Zeit abzuhören. Dazu etwas, was ich an der ganzen Geschichte, wo ich an der DDR dabei bin, dann nicht erlebt habe, immensen Zulauf Membern an den letzten 3-4 Monaten. Fred hat es schon ernimmt, ich denke, Alex wird es gleich auch noch in seinem Rapport ernehmen. Wir kommen am Sekretariat mal nicht nur mit Memberskette drücken. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist substanziell, was wir mitkriegen im Moment. Entschuldigt, ich muss das. Ich denke, es wird low Zeit, ich habe noch vergessen, wir hatten noch nie so gut Sondage wie die letzten, die wir hatten. Fred, du kriegst den nächsten auf. Ich weiß nicht, ob dann nach Mensch du darfst nach auf mich schieben, wenn er nicht so gut wäre. Wenn er gut ist, ist es mein Verdienst. Aber ich habe gedacht, wir müssen da Generationenwechsel machen. Und ich denke, ich bin da 62, die neue Parteispitze, die ich noch präsentieren würde, ist deutlich unter 50 Jahre an der Moyenne. Und es hat Leute aus allen Berufen. Ferner, ich kann dich beruhigen, sie noch Funktionären mit an der neuen Parteispitze. Ich habe literalement selber dafür gesorgt, du wirst das gleich verstehen, aber auch Freiberufler an Employeen. Nach ein Wort und Presse. Ich kann den Frust von einem Ex-CSV-Parteipräsident verstehen, wenn er sich dann über sein politisches Leben identifizieren muss, aber kein Mandat hat, an der Chambre nicht präsent ist, und bei einem Presse eigentlich immer nicht mehr anruft, ihn zu fragen, dass er sich von diesem oder von denjenigen distanzieren soll. Die Hut, sieht Presse dann, eine politische Meinung, schön. Interessiert das nicht. Also Depressionen als Parteipräsident, ohne deputierte Mandat, an ohne anderen richtigen Beruf, das ist ganz normal. Gott sei Dank nicht bei mir. Mein Engagement bei der Partei, a Beruf a Freizeit, wird gar kein Blues-Abkommen gelassen. Eher ein Surmenage von dem, wo ich überall engagiert war. Ich sehe kaum, wie der mich gebraucht wird. Ich denke, meine Arbeit ist gemacht. Ich kann nicht mein Nachfolger ruhige Gewissens aufgehen. Merci und all die mir geholfen haben in der Zeit. Zuerst das Sekretariat, selbstverständlich, die Leute, die auch heute nicht mehr da sind, aber auch die haben geholfen. Die Leute, die heute noch da sind, haben mir geholfen. Ich habe immer sowohl vom Parteisekretariat wie vom Fraktionssekretariat alle Unterstützung gekriegt, die ich gebraucht habe. Ich muss sagen, dass das wirklich eine super Kollaboration zwischen Partei und Fraktion, sowohl am Gast wie an dem Ferner. Da gibt es keinen Unterschied. Da kann ich kein Blatt dazwischen setzen. Merci an meine Familie für ihre Geduld. Tun ich mehr wie schlecht gewissen. Fred, ich kann das sagen, lang 800 Stunden für die Partei bin ich wohl am Jahr 2018 bei den Wahlen. Da wisst Madame Lo schon, was ob sie durchkommt. Sie winkt schon, ja, das wird tipptopp. Merci aber auch und Presse, ganz ehrlich, die mich persönlich immer fair trägt hat. Merci und all meinen Freunden draußen, die mich unterstützt haben. Gut, ich soll nicht merci.